Die Geschichte stammt ursprünglich aus der Feder von James Thurber. Das war ein amerikanischer Moderator in der Mitte vom letzten Jahrhundert. Und der hat die Fabel erfunden. Und die Fabel spielt von früher, in der Zeit, wo sich der Mensch noch nicht überall ausgebaut hat und die Landschaft so betoniert und asphaltiert hat oder monokultiviert oder aus dem Wald einen Forst gemacht hat. Ich bin der Pero und ich erzähle euch, was man heutigen Tags als Homo sapiens daraus lernen konnten. Die großen Viecher vom Holz waren sauber zerstritten und sie haben sich das Leben schwer gemacht mit ihren Bissigkeiten. Und zwar schon allein deswegen, weil man ihnen eingerichtet hat, dass eine Konkurrenz was gesund ist und nur der Stärkere überlebt. Ja, mei, haben sie sich tröst. Das sagen die Leute und die bieten sie mächtig was ein auf ihren Grips. Also jedenfalls haben das die Viecher die Leute einfach abgekauft. Wird schon was draus sein, haben sie sich gedacht. Nachher konkurrieren wir halt, wenn sie das Geschäft belebt. Und dann haben sie sich ihren Revier streitig gemacht, regelmäßig beim Nachbar gereibert und keinen Schlaf nicht gehabt, weil man ja einen Tag und Nacht darauf rechnen hat müssen, dass sie der andere wieder rumtreibt. So sind sie ziemlich grantig den ganzen Tag rumgestreinert. Der Fuchs hat sich das eine Zeit lang angeschaut und hat gemerkt, dass das viel Blut kostet und eine jede Menge Stress und Ärger mit sich bringt. Er persönlich haben sie ja nicht einmal so zugesetzt wie die anderen, weil er der Allerschlauer war. Und da ist er meistens ausgekommen. Umso mehr haben sie sich gewundert, dass er auf einmal direkt vor ihnen auftaucht und sie allesamt in sein Schloss einlädt. Dort mandelt er sich gescheit auf. Seid ihr noch zum Retten, wir machen uns selber hin und jeder hat Wunden zum Versorgen. Am Ende werden wir noch von den Kleinen rumkriechen und uns von denen regieren lassen. Euch haben sie wohl sauber das Hirn gewaschen, die Leute meine, die sind Gescheiten. Dabei sind sie schon draufgekommen, dass Grund falsch ist, wenn jeder nur an seinen Vorteil denkt. Ich habe da letztens eine Zeitung gelesen, wo der Oli Peters am Londoner Mathematical Laboratory zum Beispiel nachgewiesen hat, dass im Konkurrenzmodell ein ganz gravierender Denkfehler drin ist und dass man miteinander viel mehr erreicht als gegeneinander. Und dafür gibt es sogar eine Formel. Mir hätte man gar nicht geglaubt, dass du so ein gewieftes Bürscherl bist, geben die zu Respekt. Und dass du überhaupt noch Zeit zum Lesen hast bei deinen ganzen Anhängsel. Und der Fuchs drauf, ja mei, so richtig nein ist es gar nicht, weil ihr habt es doch innen drin allweil schon gespürt. So weit, so gut. Zur gegenseitigen Sicherheit haben sie nachher einen Vertrag gemacht, wo vor allem drin steht, dass es einen ewigen Frieden zwischen den Großkopferten gibt, dass jeder und jede beim anderen jagen darf und dass kein Kleiner sich bei einem Großen über einen anderen Großen beschweren darf. Sonst wird er auf der Stelle totbissen. Das mit dem Frieden war übrigens deswegen leicht zum Einhalten, weil jeder ein wenig einen anderen Geschmack gehabt hat. Und man konnte es nicht einmal eine Verschwörung nennen, weil es jeder Depp gespannt hat. Und jetzt weißt du, warum das Holzfuchsert heißt. Weil nämlich die Großen im Holz gewurzelt haben und weil der Fuchs einen Ausweg gefunden hat, wie ein paar Großkopfer die zusammenhalten zum gegenseitigen Vorteil. Ausgegangen ist natürlich an die Kleinen, die wo zittert und biebert haben vor Angst und Bang. Am 3. Jahrtag von dem großen Friedensvertrag haben sie die Geschwollschädel wieder mal richtig krachen lassen, und zwar in Malepartus, also am Fuchs, sein neu renovierten Schloss. Bis weit in die Nacht hat man es feiern gehört. Die Kleinen haben sich die Gelegenheit zum angstfreien Herumstreinen nicht zweimal bieten lassen. Wenigstens diesmal ohne Stress, naus ins Feld, nein ins Holz. Und so haben sie sich gegenseitig besucht, zum Ratschen über die Not oder zum Aufmuntern. Mancher hat sich einfach eine Arbeit gemacht zum Vorräte einsammeln. So ist ein junger Has, der wo schon einen Haufen Geschwister und Vettern verloren hat, an seinem Kalbladel geguckt und war froh über die Ruhe auf dem Feld. Und auf einmal hat er sogar Zeit und Lust gehabt, dass er die Nachtigall zuhört, die wo in der Hasel ihre Liedl gesungen hat. Und fast hätte er schon zum Tanzen angefangen, als eine Stimme aus der Linden vernimmt. Habe die Ehre, schmeckt's nachher? Siehst ja, Mr. Orchkatzel, was steht da? Nichts Besonderes, Grünzeignascher, beim Fuchs drinnen geht's ganz schön lustig zu. Habe ich schon gespannt, weil sonst war ich nicht so ruhig da, Kernelknacker. Also weißt du, dass heutigen Tags ist kein Vergnügen mehr, als ein Hase in der Weltgeschichte rumzuhupfen.
die Qualschädel müssen's feiern, dass sie die Balken birgen, sagt der Fledermaus, die wo gerade vorbeigeflogen ist. Schon gestern haben's Enten, Lampis und Mais schubkarrenweise eingeschafft und volle Depp für'n Bären. Die sind Dinger so fett worden, dass er sich bald nicht mehr rühren können. Und immer noch weiter wird brot und kocht und die Becher mit frischem Blut gefüllt und okay, jetzt hörst du aber auf, schimpft der Hase, du verdirbst mir noch den ganzen Appetit. Schade, dass gar keine Baum ums Schloss nicht rumstehen, sonst konnte die aufklettern und ein wenig zuschauen. Mei, Archibruder, wenn ich so gut im Klettern war wie du, sagt der Hase, und nicht gleich die Hosen voll hätte, nachher da die halt auf die Mauer kraxeln und zuschauen. Das da die auch, meint das Archkatzel, wenn ich so schnelle Haxen hätte wie du zum Davonlaufen. Die sind so lang geworden vor Angst, antwortet der Hase verschüchtert. Los einmal, meint das Archkatzel, ich habe eine Idee. Wir zwei konnten wir miteinander zuschauen, wie die Geschwollschädeln feiern, bloß zusammenhelfen müssen wir. Wie nachher das, fragt der Hase. Das da die auch, meint das Archkatzel, wenn ich so schnelle Haxen hätte wie du. Die sind so lang geworden vor Angst, antwortet der Hase verschüchtert. Los einmal, meint das Archkatzel, ich habe eine Idee. Wir zwei konnten wir miteinander zuschauen, wie die Geschwollschädel feiern, bloß zusammenhelfen müssen wir. Wie nachher das, fragt der Hase. Ganz einfach. Wir marschieren miteinander hin. Ich kraxel auf die Mauer auf und du hängst dich an meinen Schwanz ohne. Von oben können wir gemütlich zuschauen und weil es draußen finster ist und innen stumm hell ist, kann man uns nicht ergneisen. Ja, und was ist, wenn sie uns doch erwischen? Fragt der Hosenscheißer. Die können uns nichts antun, antwortet das Archkatzel und lacht dabei, weil es alle besoffen sind. Und wenn es wirklich hart auf hart geht, nachher hocke ich mir auf deinen Rücken, spann meinen Schwanz wie ein Segel in den Wind auf und wir fliegen bis in die Wolken rein. Der Hase denkt sich noch, also von Physik versteht er nichts, der alte Angeber, aber er sagt, ich traue mir aber nicht, weil eigentlich da ich schon ganz gern zuschauen bei der sauberen Gesellschaft. Aber das Archkatzel gibt keine Ruhe nicht und zuletzt schlägt der Hase ein, nebeneinander hupft es davon. Um Schloss Malipatus war eine Mauer aus mächtigen rohen Steinen aufgeschichtet und drumherum haben sie einen breiten, tiefen Schlammgraben angelegt, der schon bis zum Himmel gestunken hat. Da hat man gleich gewusst, woher der Schlamm ist. Und da drüber haben sie Zugbrücken gespannt, die wo 1000 Tage nicht mehr aufgezogen worden ist, weil es war ja jetzt Frieden und das war der einzige Zugang zum Schloss. Aus den offenen Fenstern hört man allerhand schiere Liedern. Trotzig zieht das Archkatzel einen Hasen über die Brücken. Er schaut und zittert in den tiefen Graben rein, aber das Archkatzel flüstert ihm zu, wenn du da reinfliegst, dann hast du verkauft, weil das ist ein Schlammwasser, wo sogar der Hecht drin steckt. Der Hase kommt fast um vor Angst, aber er ist zu schüchtern zum Protestieren. Das Tor ist fest verrammelt und das Archkatzel schafft an. Jetzt hältst du dir einmal im Schwanz ein und wenn wir runterfallen, dann landen wir auf der Brücke. Brauchst also gar keine Angst nicht haben. Und dann kraxelt er mit letzter Kraft die Mauern auf, ein Hasen im Schlepptau. Drum angekommen, reimen sie sich die Augen, wie sie in die Feststube reinschauen, die wo mit Fackeln beleuchtet ist. Da hockt die ganze Bagage auf einen Haufen zusammen. Der Fuchs und seine Schippschaft lässt sie fett die Gänse auftischen. Der Wolf schlingt einen Hammelhaxen nach dem anderen ab. Der Bär streicht sich noch Honig auf den Hasenrücken und der Kater vertreibt sich die Zeit mit einem Kranz von aufgereihtem Mais. Und alle haben es natürlich ihre ganze Verwandtschaft dabei. Ein paar Knechen, das ist mit verschiedenen angenackten Knochenkarteln, Knecheln. Auf einmal steht der Wolf auf und schwingt der Ried. Also, unsere Freundschaft heute schon ein Stück oder 3 Jahre. In gegenseitiger Aufopferung haben wir den längsten Frieden seit der Erfindung von Gebiss gehalten. Dabei leckt er seine scharfen Zähne. Und das muss gebührend gefeiert werden. Aus diesem edlen Anlass lade ich alle auf mein Waldschloss ein, und zwar am nächsten Freitag auf die Nacht. Fürs leibliche Wohl ist bestens vorgesagt. Darauf stessen sie nochmal kräftig an und krächzen ihnen schaurigen Liedern. Da, siehst du das, sagt das Archkatzel, die Saubande, die Verreckte, wir saufen und fressen. Ist mir nicht entgangen, sagt der Hase. Aber jetzt gehen wir wieder, weil mir steht schon alle Haare auf und ich krieg ganz schwache Knie. Ja, gleich, warte ein wenig, sagt der Kraxelmeister. Ich will ihnen noch ein paar Haare in die Suppen tun, dass alle die Lädchen verzirkt. Und er schmeißt ein paar von den lockeren Steinen, die er auf der Mauer findet, geradeaus durchs Fenster in den Stumm rein, einen direkt in Wolf seinen Humpen rein. Und überall liegen Glasscherben rum.
Ich glaube, jetzt wird es besser sein, wir nehmen unsere Füße in die Hände und hauen schleunigst ab, sagt das Ohrkatzel, springt auf Brücken und hupft davon. Nicht so der Has. Der sitzt hoch aufgeregt, wie angenagelt und auf der Mauer und rührt sich nicht, weil ihm der Schreck dermaßen in die Glieder gefahren ist, dass er sich nicht mehr beizen kann. Das ist ihm noch nie nicht passiert. In der Stube blären sie alle durcheinander und rennen zum Fenster und schauen auf die Mauer, wo der verschreckte Has wie verstornet hocken geblieben ist. Und er schaut ein in die aufgerissenen Gefrieser, die bleckerten Zähne, die blutigen Bläschel und die glorheißen Augen. Ja, wir haben es denn da, schimpft der Fuchs. Ich glaube, ich traum, schmeißt mir die Fenster ein, beleidigt meine friedlichen Gäste und bleibt auch noch hocken. Wir lassen uns von dir doch nicht zum Narren halten und so feststören. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass wir uns ausgerechnet heute provozieren lassen, indem wir deine Sippschaft da davonjagen. Das darf doch so passen. Aber morgen müsst ihr alle dran glauben, da wird kein einziger und keine einzige von euch Hasen nicht überleben. Das hat gesessen. Der Has fällt rücklings runter, kommt aber mit den Pfoten auf und rennt, was das Zeug halt davon. Wie er das Ohrkatzel überholt, ruft er ihm noch zu: Bremst die ein, guter Mann. Niemand wird die heute verfolgen, weil dazu sind sie viel zu voll gefressen. Das schon, ja, mir da Angst hast, aber scheiß drauf. Da hast du mir sauber was eingebrockt, du Schlaumeier. Morgen müssen wir alle unsere Leffe abgeben. Ui, ui, sagt das Ohrkatzel, das hört sich aber nicht besonders gut an. Nein, gewiss nicht, weil der Fuchs hat uns die totale Vernichtung angedroht. Sachsen die, sagt das Ohrkatzel, das tut mir jetzt echt leid. Lass mich mal sinnieren. Und dann kramt der Has noch seine letzten Englischfetzen aus dem Hirnkastel aus und poltert: I'm not amused, I'm really not amused. Das muss die Queen of the British Empire irgendwann aufgeschnappt haben. Und der Has in bester Englischlaune ergänzt: Your squirrels must be the most crazy creatures on earth. Nach dem Motto: vornehm geht die Welt zugrund. Doch wie er so lamentiert, konnte das Ohrkatzel auf Griechisch: Heureka! Also, jetzt hab ich's. Wir laufen zu alle die, wo segeln oder feilen oder knappern können. Und die sollen allesamt mitkommen. Und wenn es gut geht, werden wir die Geschwollschädel eine solche Lektion erteilen, die was ihre Lebtag nicht mehr vergessen werden. Hä, wie soll ich das nachher zugehen? Fragt der Has erleichtert und neugierig. Siehst du nachher schon, jetzt gib Gas. Und mit dem Ohrkatzel auf dem Rücken, das wo sie an die Leffe festhält, rennt der Has über Felder, Gebüsch, Streiobst und andere Wiesen, Auen, um Lackern rum, rein in den Wald, aus dem Wald, halt wie es gerade gekommen ist. Also wie gesagt, das hat es damals alles noch gegeben. Und die zwei klopfen an bei alle Biber, Ratten, Mais, das kommen müssen, weil die Großkopferten morgen einen finalen Vernichtungskrieg führen wollen. Weil es zu der Neuigkeit, wie es zu der Neuigkeit gekommen sind, sagen sie natürlich nicht. Aber sie sagen auch, dass alle zusammentreffen sollen an der Brücke von Malipatus und nur ohne Knappern brauchen. Denen, wo sie nicht gleich verstehen, ergänzt der talentierte Sprachenhass: The theme is to be or not to be. That will be the question tomorrow. Das hat mächtig Eindruck gemacht und sogar der Shakespeare muss das irgendwie aufgeschnappt haben. Unser Ohrkatzel geschaftelt drum und sagt: Braucht's nur machen, was ich anschaffe. Der Rest ist meine Sorge. Kaum eine Stunde später sieht man ganze Legionen von Ratten, Biber, Mais und Hasen zum Schloss Malipatus anrücken. Halt alle die feilen, sageln oder knappern verstehen. Drinnen haben sie das Knägeln aufgehört, weil sie schon zu besoffen waren und haben nur noch aus heißeren Kähen rumgegrölt. Das Ohrkatzel draußen zeigt die Nachtschwärmer die Brücken und es schafft an. So, jetzt nagelt's, feilt's und sagelt's quer durch die Brücken. Und wenn die ersten zmiert werden, nachher fangen die nächsten an. Das lassen sie sich nicht zweimal schaffen, machen sie über die Brücken her in ganz enge Reihen nebeneinander. Die Bagage, die drinnen kriegt, denken nichts mit, weil sie viel zu laut sind. Auf einmal stoppt das Ohrkatzel die Arbeit. Es gelangt, sonst bricht die Brücke nur ein. Jetzt versteckt euch im Gebüsch, ihr werdet was Lustiges erleben. Und du, Meister Lampe, kommst mit mir auf die Mauern auf. Auf einmal stoppt das Ohrkatzel die Arbeit. Es gelangt, sonst bricht die Brücke nur ein. Jetzt versteckt euch im Gebüsch, ihr werdet was Lustiges erleben. Und du, Meister Lampe, kommst mit mir die Mauer auf. Dem Hasen zieht er natürlich wieder die Knie, aber es hilft nichts. Das braucht sie jetzt. Die müssen vor Wut kochen und du musst das hinkriegen, dass sie rausrücken, sagt das Ohrkatzel, kraxelt die Mauer auf. Und hockt die hin wie das letzte Mal. Aber schau bloß, dass du diesmal rechtzeitig abspringst. Oben macht sie der Has auf die Hinterhaxen Brot, während das Ohrkatzel einen Stor nach dem anderen in den Stumm schmeißt. Platsch, boing, kratsch, zerdeppert das Geschirr und die Glaseln.
Die Geschosse landen am Fuchs auf der Nase, dem Bären im schwarzen Mai und am Wolf direkt ins Auge. Und schon wieder sehen sie einen Hasen auf dem Hauer hocken. Sackel Zement, jetzt glaub ich's aber, haben's dir ins Hirn geschissen? Noch heut machen wir mit euch einen gar aus, hört man's schimpfen. Und sie rumpeln die Treppen runter und schreien fürchterlich, wild wie es rauskommen. Jetzt ist es wohl Zeit, dass wir uns zurückziehen, ruft das Orchkatzel. Und alle zwei hupfen auf Brücken und verkriechen sie in die nächsten Dachsen. Und schon fliegt das Tor auf. Der Hase winkt einer noch recht frech zu und etliche Beutern vollgefressen auf die Brücken. Bald danach kracht die Säm in zwei Hälften auseinander und alle, wo drauf sind, stürzen runter in den zachen Schlamm, wo es keiner davonkommen und keine Hoffnung mehr gibt. Sie blären aus Wut und brüllen sie die See aus dem Leib, aber die Gruben gibt keinen mehr her. Nach einer Viertelstunde sind sie abgeratzt, nur ein paar Schwänze ragen noch raus. Die kleinen Viecher trauen sich aus ihrem Versteck, sehen einen Untergang von den Tyrannen, lassen das Orchkatzel hochleben und fangen das Tanzen und Singen an. We are the champions, my friend. Das muss irgendwie so ein Jogger mitgekriegt haben, der zufällig nicht schlafen können hat. Und der wird es nachher an die Turnierritter weitergeben und die waren ja bekanntlich die Vorläufer von unseren Sportlern. Sobald sie sich wieder einigermaßen beruhigen, verzeiht das Orchkatzel, wie sie sich wirklich zutragen hat und schließt sein Red ab mit der Bemerkung: Ihr wisst zwar schon, dass wir in seine Freiheit am Hasen zum Verdanken haben, der wo hocken geblieben ist, aus Angst. An der Stelle hört die Kurzgeschichte auf, von dem ich die Grundidee abgekupfert habe. Aber es ist damals noch weitergegangen. Die großen Viecher, wo unter dem Tor geblieben sind, nicht auf die Brücken hingekommen sind und quasi überlebt haben, waren auf einmal ganz nüchtern und haben sich beschwert, wollt sie uns ganz verrecken lassen? Und die restlichen Jahren, wir kommen ja nicht mehr aus. Das Orchkatzel zurück, ihr habt uns dermaßen zugesetzt, dass wir euch loswerden wollen. Kann man verstehen, jetzt ist es saublöd gelaufen, gell, sagt der Wolf. Nicht bloß blöd, sondern existenzgefährdend. Schau hin, wie der Hase jetzt noch zittert. Tut uns echt leid, wenn man das so sieht, sagt der Fuchs, aber leicht können wir uns doch noch zusammen da. Wir werden euch übermorgen eine richtig spannende Geschichte erzählen. Dann haben wir Zeit zum Ausnüchtern und ihr zum ausgiebig Feiern. Trefft wir uns wieder hier. Die Kleinen beratschlagen und sagen zu, schon allein, weil die Ratten so neugierig sind. Wie sie sich nachher wieder an die kaputten Brücken treffen, fangen die Großen an. Weil nichts Entscheidendes nicht passiert, dann ist ja unsere Existenz genauso gefährdet wie die eigene. Wir kommen nicht heil über die Brücken. Und am Herrgott hat es gefallen, dass es uns alle miteinander gibt. Der Fuchs hackt, schlau wäre ist, nach. Wenn ihr besser sein wollt als wir und nicht bloß eine Vernichtung im Sinn habt, nachher müsst ihr mit uns reden. Aber wir sehen ein, dass es so nicht weitergehen kann. Von Natur aus sind wir so veranlagt, dass wir zum Leben von euch abhängen. Aber wir müssen es nicht dermaßen übertreiben und Orgien abfackeln, sondern wollen uns nur aufs Allernötigste beschränken. Also jetzt zur Geschichte. Ihr sollt wissen, dass wir einmal gegenseitig so sauber zugesetzt haben und heftige Schäden verursacht haben. Vor lauter Stress und Ärger haben wir kein Auge mehr zugemacht. Keiner hat das 3. Jahr überlebt. Dann hat uns der Vertrag, der auf meine Wenigkeit zurückzuführen ist, geholfen, dass wir uns vertragen. Das war nahezu genial. Wie war's, wenn wir mit euch auch so einen Vertrag machen? Jetzt zur Geschichte. Ihr sollt wissen, dass uns auch wir mal gegenseitig sauber zugesetzt haben und uns heftige Schäden verursacht haben. Vor lauter Stress und Ärger haben wir kein Auge mehr zugemacht. Keiner hat das 3. Jahr überlebt. Dann hat uns ein Vertrag, der auf meine Wenigkeit zurückzuführen ist, geholfen, dass wir uns vertragen. Das war nahezu genial. Wie war's, wenn wir mit euch auch so einen Vertrag machen? Die Kleinen ziehen sich zurück und beratschlagen eine Zeit lang. Dann kommen sie raus und lassen vom Orchkatzel ausrichten. Also wenn das ein gerechter Vertrag ist, dann sind wir dabei. Und wie schaut es eigentlich mit der Entschädigung für eure Entgleisung aus? Lasst sie einrichten, meint der Fuchs. Wir werden euch grundsätzlich respektieren. Wenn wir nur einmal in der Woche jagen, werden euch Löcher überlassen zum Überwintern, werden euch in Ruhe lassen, wenn wir satt sind, werden eure Blämen und Wiesen nicht zertrampeln und verpflichten uns zum ewigen Dank an euch. Und wenn ihr euch beschweren wollt über irgendetwas, nachher gilt der Bär als Schiedsrichter. Der hat sich nämlich darauf besonnen, dass er nicht an jeden Tag eine Lampe braucht, sondern dass er auch von Kräuter, Wurzeln, Nüsse, Fisch und Honig, Kerneln und in ferner Zukunft einmal von Pizzareste leben kann. Und deswegen ist er nicht dermaßen auf euch angewiesen.
Und das Beste zum Schluss, der Vertrag sollte auch für Vögel und Reptilien gelten. Das hat die Kleinen gefallen und so haben sie einen Vertrag unterzeichnet. Das heißt, eingeschlagen. Nur der Bär brummt. Herrschaftszeiten, jetzt bleibt die ganze Verantwortung wieder an mir hängen, wo ich doch eigentlich nichts als wie meine göttliche Ruhe haben will. Und eine Moral gibt es obendrein noch. Wenn man was Wichtiges erreichen will, muss man sich zusammen da und zusammenhelfen.